Chicken Nuggets. Ich hoffe, der Ivo holt mich in dieser Zeit nicht ein. Muss ich nie holen! Komplette Orientierungsverlust gehabt. Da würde ich lieber Zweite. Dafür bin ich Zweite und glaube noch. Ich glaube, mit dem Sieg ist es das gewesen, aber Sicherheit geht vor. Salut zusammen, herzlich willkommen zur mittlerweile schon letzten Folge von Ride or Die. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, dann erzähle ich euch nämlich noch, wie es auf diesem Kanal wird weitergehen in Zukunft. Und außerdem möchte ich auch noch einmal schnell auf die Spendenaktion für den Schwarze Peter aufmerksam machen. Der Schwarze Peter ist die Organisation, die sich um die Obdachlosen und andere Leute in prekären Lebenssituationen in Basel kümmert. Alle Informationen findet ihr über die Webseite, die in der Videobeschreibung verlinkt ist, oder in der zweiten Folge. Dort bin ich nämlich vorbeigegangen und habe mit dem Adrian geschwätzt. Wenn euch das Projekt Ride or Die gefallen hat und ihr mich in irgendeiner Form möchtet unterstützen, dann macht das doch am besten mit einer Spende an Schwarze Peter. Jetzt möchte ich euch nicht mehr länger aufhalten. Los geht's. 7 Leute aus der Region starten ein verrücktes Abenteuer. Ein Velorennen von Basel bis Barcelona. Unterwegs warten verschiedene Challenges auf die Teilnehmenden und niemand weiss, wo die anderen gerade sind. So bleibt die stetige Ungewissheit, ob man in Avignon oder Perpignan eliminiert wird. Nicht zu vergessen, Übernachtungen gegen Bezahlung sind verboten. Am Schluss gibt es nur ein Ziel: in Barcelona als erstes die schönste Katze von Europa zu streicheln. El Gat de Botero. Ich fahre nur nach Navi, ich weiß noch nicht wie. Aber wieso muss immer etwas sein, Mann? Nach einem Tag im Wegen. Das muss ich. Ich frage mich wirklich, ob die anderen das gleiche Problem haben. Die Nacht war absolut scheiße gewesen. Es ist nur der Regen, ich heule nicht! Ich will einfach fahren bis zum Umkehren. Ach, ich bin so pisst, Alter! Ich bin so auf der Straße eingeschlafen. Jede Bewegung macht weh. Ride or Die, mega geiles Projekt. Ich will nicht aus Coco! Nochmal kurz zur Info, bevor es richtig losgeht. Ich habe mich in der 6. Folge dazu entschieden, aufgrund des grossen Vorsprungs von der Clarissa und mir, unsere Geschichte von der von Marc, Ivo und Takashi zu trennen, damit die Spannung wirklich bis zum Schluss erhalten bleibt. Das ist jeweils immer durch die Einblendung gekennzeichnet, die jetzt kommt. Ich musste gerade schnell das Video anhalten, die Polizei ist schnell hier angekommen. Ich habe gedacht, es gibt jetzt mächtig Stress, aber sie haben glaube ich nicht gesehen, dass ich hier schlafe. Sie haben einfach gefragt, was ich mache. Ich habe gesagt, ich fahre auf Barcelona. Ich glaube, sie fahren jetzt weiter. Ja, sie fahren weiter, zum Glück. Ich habe gedacht, es gibt Stress, oh mein Gott. Ich habe jetzt schon alles ausgepackt. Es war ein riesiger Pain, um hier nochmal das Zeug einpacken und dann irgendeinen anderen Platz zu finden. Aber ich glaube, ich bin safe. Der Schlafplatz sieht so aus. Da ist ein Bänkchen, dort hinten ist ein Parkplatz. Ich habe jetzt auch mein Zeug hier angestellt. Ein Tarp brauche ich glaube nicht, weil es regnet nicht und ja. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock, das jetzt noch aufspannen. Ja, hier bin ich schnell gelegen. Einfach ins Gras, ist noch bequem. Aber dann gleich noch mit dem Schlafsack als Schutz, ja, sonst wird es echt zu kalt. Ja, schnell müssen wieder einen Notschlafstopp machen, es ist echt nicht mehr gegangen. Genau, und jetzt möchte ich wirklich einfach noch zu diesem Checkpoint arbeiten. Hier beim Checkpoint? Endlich! Ah, spannend. Clarissa vorne. Ha, und Takashi und Ivo sind jetzt zusammengefahren. Spannend. Ich bin einfach noch kaputt. Ich muss hier gleich kommen. Ah, fuck. Enttäuscht. 5. Mark. Und eliminiert. Ah, okay. I see. Etwas Sache. Ich würde jetzt nicht nein sagen. Ah.
die 4. Person hat keine Regel mehr müssen machen, darum gibt es keinen für mich. Aber ich mache jetzt den für mich selber. Und dann liege ich direkt hier am Boden und schlafe. Ich kann nicht mehr. Boah, Mann, was ein Tag. Jetzt bin ich bis hier beim Checkpoint, beim Baum nebendran. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau war. Irgendwie auf eine Art. Es ist alles so verschwunden. Also 48 Stunden bin ich jetzt Grenoble aufgestanden aus dem scheiß Container und bin einfach gefahren. Durch die Nacht durchfahren hat mich dann auch völlig fertig gemacht, dass ich nicht mehr konnte. Weil ich wollte den Ivo einholen und nicht, dass ich auch nicht ausgeschieden werde. Also es war ein Ansporn und ich wollte es irgendwie auch machen, so das mit durch die Nacht durchfahren. Aber das hat mich völlig kaputt gemacht. Ja, und dann bin ich kurz davor im Safety Car anzutreten, so hey, lass ich, ist vorbei. Ja, jetzt bin ich doch noch daher gefahren und jetzt bin ich eben ausgeschieden. Trotzdem. Mit dem gleichen mega Zeitabstand. Und ja, jetzt ist auch ein bisschen das eine Fahrradkette. Ich hatte am Anfang mega viel gechillt, ich wollte mich schonen, oder ich hatte nicht gewusst, was ich überhaupt mal aushalte. Ich wollte mich kaputt machen am ersten Tag. Dann war schon noch das mit dem Regen, falsche Ausrüstung irgendwie. Ich hatte dann immer mega kalt gehabt, sofort, und das hat mich halt abgehalten, dann so in der Nacht weiterzugehen. Dort habe ich halt mega viel Zeit verloren immer. Aber ja, auch ein bisschen chillen halt einfach. Oder so nicht so am Anfang so das Rennen-Dings gespürt, für das ich jetzt eben dann so 48 Stunden lang vorm Hustle war. Also, gute Nacht. Nach jeder Pause wird es schwerer, wieder reinzukommen. Ich habe kurz ein Halb-Sandwich gegessen, wirklich nicht lang. Irgendwie 15 Minuten, komplett ausgekühlt. Ich bin noch am Schlottern ein bisschen. Und es hat auch noch irgendwie 8 Grad. Die Energie vom Körper ist aufgebraucht, um sich auch noch minimal irgendwelchen Bedingungen anpassen. Ich bin dann schon froh, wenn ich in Barcelona bin und Alter, eine warme Dusche, ein warmes Bett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird das geilste Bett, das ich je hatte. Aber hier davor gilt es noch Höhenmeter und Kilometer zu machen. Verdammt nochmal noch über 100 Kilometer. Jetzt vorhin noch schnell auf die Bank gelegt. Auf der Bushaltestelle nochmal, so müde bin. Auf eine Viertelstunde oder 20 Minuten kompletter Orientierungsverlust gehabt, als ich hier weggehört habe. Wo bin ich, wer bin ich, was bin ich, was mache ich hier. Das ist langsam gekommen, aber scheiße. Das ist glaub, wirklich langsam nicht mehr gut. Vielleicht sollte ich schnell Max anrufen. Das besprechen. Guten Morgen miteinander. Es ist Freitagmorgen. Schießt mich richtig an. Ich habe aufgegeben, den ersten Platz zu holen. Den hat jetzt sicher der Luca. Weil ich bin gestern so müde auf dem Velo. Ich bin regelmäßig so Kurven gefahren auf die Strasse raus und so, weil ich es einfach nicht mehr Kraft habe. Dann habe ich gefunden, nein, das geht nicht. Das ist mir nicht wert. Und dann bin ich raus. Es hat nicht mal irgendwie eine Bank oder so. Ich bin jetzt auf irgendeiner Lichtung. Ich habe arschkalt, bin krank, glaube mittlerweile. Jetzt habe ich noch 130, 140 Kilometer zum Fahren. Kackt an. Aber ich mache das jetzt. Ich muss jetzt aufstehen. Ich zittere wieder im ganzen Körper. Aber hoffentlich zum letzten Mal. Hoffentlich wird es bald Tag. Dann brauche ich auch nicht mehr so viel Licht. Und schlafe hoffentlich nicht mehr ein. Genau. Jetzt los. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will ankommen. So,
Oh. Hoppala. Das musst du nicht reinnehmen. Ich fange wieder an einschlafen. Darum führe ich jetzt Selbstgespräche mit mir selber, ganz laut, die ganze Zeit. Und versuche mich wach zu halten, weil ich will nicht einschlafen. Es ist so fucking anstrengend. Was mich gerade richtig fertig macht, ist, dass ich mir überlegt habe, ich habe ja jetzt nochmal so viele Kilometer, wie ich gemacht habe, seit ich den Luca in Perpignan gesehen habe. Alter! Nochmal so viel. Es sind ja nur noch 100. Aber es sind immer noch 100. Und es sind nochmal 600 Höhenmeter. Nur 600 Höhenmeter. Aber es sind immer noch 600 Höhenmeter. Aber auch da oben habe ich eigentlich gedacht, ich tue eine halbe Stunde Powernappen und dann fahre ich das durch. Absolut unrealistisch. Und ich bin wirklich... Also, ich bin so auf der Straße eingeschlafen und wir ziehen jetzt einfach über auf die Hauptstraße. Zum Glück hat es fast keine Autos gehabt. Aber da habe ich mir so gedacht, weißt du, da würde ich lieber Zweite. Dafür bin ich Zweite und lebe noch. Und dann haben wir den Safety Car eine Powerbank gebracht. Und ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nicht gecheckt, dass die bei mir waren. So müde bin ich. Ich wache nicht einmal mehr auf. Ist auch sehr lustig, weil ich habe ja am Anfang mega so gesagt, Safety, Frauen, ganz etwas anderes, ich muss viel mehr schauen. Alter, gar nichts, ey. Ich schlafe einfach an Ort und Stelle, wo ich gerade eine flache Stelle finde, wenn überhaupt. Fuck. Ah nein, richtig. Sorry. Fuck nicht reinnehmen. Das ist kein gutes Wort. Also nach Englisch ist es ein super Wort. Jetzt in einer Bar gelandet, die hat schon offen. Trinken heisse Schoki. Besser kann es nicht sein. Die Beiz war wirklich meine Rettung. Ich weiss nicht, ob ich sonst bei dieser Dunkelheit und Kälte so übermüdet noch viel weiter geschafft hätte. Während ich die heiße Schoki getrunken habe, bin ich im Sitzen immer wieder fast eingeschlafen. Mir ist der Kopf so hintergefallen, die Augen zugefallen. Und wenig später bin ich dann so auf dem Tisch eingeschlafen. Ich bin jetzt hier schon durch ganz Kiruna am Singen. So durch die Straße. Die Leute schauen leicht komisch. Die schon wach sind oder noch wach sind. Aber mir macht Spaß. Quand il me prend dans ses bras, il me parle de bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il m'est entré dans mon cœur. Da, 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 da. Et donc je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. M'est entré dans son cœur. Ja, und das hat irgendwie den Text auf. Ich weiß nicht, ob es wieder gut. Voll. Bist du schön gegangen? Dankeschön. Ah ja, Selbstgespräch habe ich auch angefangen zu machen. Guten Morgen von meiner Seite aus. Ich bin immer noch im McDonald's, bin jetzt aufgestanden vor einer halben Stunde. Ich habe ein bisschen Halsweh, weil ich die Matte nicht aufgepumpt habe, sondern einfach flach auf dem Boden gelegen bin. Ich habe sie nicht aufgepumpt, weil man so das Ventil gefüllt hat. Aber ja. Auf jeden Fall, da hinten schön Sonnenaufgang. Wir gehen jetzt Richtung Barcelona und ich bin gespannt. Ich glaube, es hat Gegenwind und zwar bis zu 30 km/h. Mal schauen, ich hoffe, es ist nicht die ganze Gegenwind, sondern kommt vielleicht mal von der Seite, von hinten als Rückenwind. Ich bin gespannt, wo der Takashi ist. Er war jetzt Nacht wirklich noch durchgefahren ist, was ich aber nicht glaube. Oder ein paar Kilometer später auch angehalten ist. Bis jetzt in Frankreich eigentlich immer das Gleiche zu Morgen gegessen. Und zwar ein Croissant und ein Schokolade. Pain de Chocolat. Auf jeden Fall macht es einen Job, gibt Energie.
Und jetzt habe ich noch Cola, 2 Wasser. Sollte lange für die nächsten paar Kilometer. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich so früh losgegangen bin, weil ich liebe es am Morgen, wenig Autos, es ist so ruhig. Es ist einfach schön zum Fahren. Ich sehe so müde aus. Schaut mal, wie ich aussehe, nur für euch. Nur für YouTube, damit ich ein bisschen Fame bekomme. Wir haben es geschafft. Wir sind in Spanien, let's go, Alter. Vom Montag zu oben bis Samstag. Es sind nur noch 150 Kilometer und dann bin ich in Barca. Unglaublich, hätte ich niemals gedacht, dass ich das schaffe, ehrlich. Ich wollte nur zum Spaß mitmachen. Jetzt in Spanien. Wow. Dankeschön an alle, die an mich geglaubt haben. Es geht weiter bis Barca und dann geben wir uns sicher zwischendurch wieder mal Bescheid, wo ich bin, wie ich stand, was ich ist. Wir sind wieder unterwegs. Das ist mein Schlussplatz. Nochmal mit Tageslicht. Ich habe recht gut geschlafen. Die Frage ist, was der Ivo die Nacht gemacht hat. Ich hoffe, der hat es nicht durchgezogen. Aber ja, so wie er gestern ausgesehen hat, glaube ich eher nicht. Außer er hat das alles vorgespielt. Ich muss mich auch ein bisschen zwingen, um nicht so fest zu chillen wie gestern. Weil sonst holt er mich wieder ein. Ich bin gerade in Girona angekommen und es hat leider ein bisschen regnen. Der Himmel hat mega zugezogen über die letzte halbe Stunde oder Stunde. Ich frage mich, wo der Ivo ist, was er gestern Nacht noch gemacht hat, wie lange er geschlafen hat oder ob er überhaupt geschlafen hat. Aber es wird immer stärker. Scheiße. Nein, ich tue Regenhose und Jacke montieren und fahre dann weiter. Let's go. Vorne haben wir den Takashi. Wenn man ziemlich sicher ist, muss ich ihn einholen. Es war doch nicht der Takashi, by the way. Es war so ein alter Herr, der auch nach Barcelona geht. Respekt an ihn auf jeden Fall. Er ist irgendwo von Frankreich. Aber ja, es hat mir einen kleinen Push gegeben, dass ich denke, das ist der Takashi. Ich habe Gas gegeben, hochgefahren, ein bisschen Adrenalin ist vorgekommen. Das passt doch, oder? Aber ich frage mich, wo er ist. Ist er echt gestern voll weitergefahren, ist er noch am Schlafen. Kein blasser Schimmer. Aber ich glaube, er hat genauso zu kämpfen gerade wie ich. Ich war jetzt vorher noch hin und her gerissen, schon eigentlich ein Safety Car war schon da gewesen. Ich habe gesagt, dass sie mich mitnehmen, aber es war jetzt echt zu früh gewesen. Es hat sich nicht gut angefühlt und jetzt mache ich das noch. Beende das bei diesem mega Wind und ja, halt die Situationen, die da sind. Trotz Knieschmerzen. Das Training. So gerne fertig fahren. Ich kann meine Knie kaum mehr bewegen. Ich war gestern der Weg auf Perpignan. Das letzte Ziel, Le Boulot in Mech. Kommunizieren, dass es vorbei ist. Sie muss aufgeben. Cheeseburger, le double. Safety Car ist da. Professionell das Velo montiert, gesichert. So mit dem 100% dichten Auto. Ja. Barcelona zusammen mit dem Auto. Leider. Dass nach dem Flavio und dem Louis auch der Magno so komfortabel abgeholt werden kann, das haben wir der Firma A&B Flachdach zu verdanken. Die haben uns nämlich ihren Firmenwagen als Safety Car zur Verfügung gestellt. Und darum möchte ich auch in dieser Folge nochmal auf den Service von A&B Flachdach aufmerksam machen. Wenn ihr Flachdacharbeiten oder einen Spengler-Service generell in Anspruch nehmen möchtet, meldet euch gerne bei A&B Flachdach. Wir sind dankbar über jegliche Anfragen und Aufträge, egal ob groß oder klein, meldet euch jederzeit gerne. Und auch falls du jetzt zum Beispiel kein Flachdach brauchst, weil du erst
15 bist, aber dafür eine Lehrstelle suchst, melde dich unbedingt bei ihnen. Sie haben noch Lehrstellen offen, beispielsweise als Spengler. Alle Infos dazu findest du auf der Webseite. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, etwa 2 Stunden da gewesen. Ich glaube, mit dem Sieg ist es das gewesen. Aber die Sicherheit geht vor. Ich habe mich nicht mehr in der Lage gefühlt, sicher durchfahren zu können. Und da habe ich jetzt ein bisschen schlafen. Das tut mir ein bisschen leid. Ich habe damit den ganzen Kaffee voll gestunken. Aber es war nötig. Jetzt geht es weiter. Das schaffen wir noch. Das Spiel vom Aufstieg geht wieder los. Ich habe gehalten, es macht alles weh und es wird noch schlimmer als letztes Mal. Jeder Tritt aua, macht einfach nur weh. Der Arsch macht weh. Es tut alles so weh. Jede Bewegung macht weh. Aua. Oh, bald ist es besser, bald ist es besser. Oh, es ist doch kalt, wenn man so schnell fährt. Oh. Langsam kann ich wieder anständig auf dem Göppel sitzen. Oh, das Kaffee hat es schon gebraucht. Ich glaube, ich habe mich noch nie mehr so daneben benommen wie dort. Ich bin da wirklich reingekommen. Ich habe alles voll gestunken, also so, dass du schmeckst die eigene Siff so richtig intensiv. Das heisst, die anderen schmecken es noch viel intensiver. Und dann bin ich irgendwie 2 Stunden geblieben, habe nur eine heiße Schocke genommen und habe noch auf dem Tisch geschlafen. Mir ist amigs beim Sitzen der Kopf hinterher gefallen, vor Müdigkeit. Ich war so arschmüde, ich gehe stark davon aus, Clarissa, die wird jetzt umeinander langsam ankommen. Aber hey, Sicherheit geht vor. Sie hat das absolut verdient. Also, es ist absolut crazy, was die geleistet hat. Wir hören uns. So die letzten 40 ist richtig gut gelaufen. Und ich konnte voll Gas geben. Und dann habe ich kurz meine Hosen abgezogen und die Jacken abgezogen. Und jetzt ist es fertig. Jetzt ist es einfach... Und jetzt habe ich noch 30 zu machen und es geht einfach nicht mehr. Es ist einfach alles kaputt. Ich bin in den letzten 20 Kilometern. Noch 70 Höhenmeter, keine Ahnung, wie ich die noch machen will. Aber nur noch 20 Kilometer! Ich habe so Hunger, ich habe so Bock auf Pommes oder so. Ich habe viel zu wenig Essen dabei gehabt für heute und ich bin gar nicht einkaufen. Upsi. Es ist immer das Gleiche. Es wird gerade richtig spannend, man schaut mit so Augen das Video und dann gibt es Werbung. Und jetzt bin ich noch so gemein und euch da unten nicht mal den Balken einblenden, dass ihr wisst, wenn es fertig ist, weil es ist Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich mir gerne etwas dazu verdienen mit Personal Trainings. Und wenn wäre der bessere Moment, das zu bewerben, als während einer Serie, wo man mich beim Sport machen sieht. Mittlerweile habe ich schon einige Jahre an Berufserfahrung als Fitnesstrainer, arbeite momentan auch im Rennbahntraining. Übrigens das coolste Fitness in der Region, kommt gerne vorbei. Aber zurück zu mir. Mein Ansatz ist, dass ich den Körper als eine Art Werkzeug anschaue, um die Ideen aus dem Kopf in der physischen Welt umsetzen. Und meine Idee ist, dass man das Werkzeug mit den 3 Elementen vom Sport, Ausdauertraining, Krafttraining und Beweglichkeitstraining so gut wie möglich optimiert, dass man einen gesunden und funktionierenden Körper hat. Natürlich gehe ich in erster Linie aber auf deine persönlichen Wünsche ein. Also wenn du einen möglichst grossen Bizeps willst, dann schreibe ich dir auch einen Plan für das. Zuerst würde man einmal für ein persönliches Gespräch zusammensitzen, schauen, was sind Trainingsziele, wo gibt es vielleicht spezielle Baustellen, wie viel Zeit möchtest du investieren. Dann würde ich dir auf das zugeschnittenen Trainingsplan erstellen, den ich in einem weiteren Termin instruiere. Dabei ist es mir wichtig, dass ich die Zahlung nicht pro Stunde, sondern pro Sitzung nehme, dass ich mir wirklich die Zeit nehmen kann, was es braucht. Meldet euch also jederzeit gerne bei mir. Durch das ich da auch noch ganz am Anfang stand und noch keinen festen Kundenstamm aufgebaut habe, ist es bei mir preislich auch sehr flexibel. Man kann verhandeln und wenn ihr jetzt Studenten sind, nicht so viel Geld habt, dann bin ich überzeugt, dass man trotzdem irgendeine Lösung findet, die dann für beide Seiten stimmt. Etwa 20 Kilometer, Schluss geht Baller.
nochmal die letzten bisschen Kraftreserven rausholen, damit man nachher wirklich einfach tot ist. Und es gibt noch die kleine Hoffnung, dass vielleicht, ich weiß nicht, wo die Clarissa ist, aber wenn jetzt nicht alles wird gehen und ich hätte sie können überholen, dann wäre es bitter. 15 Kilometer. Dann bin ich da. Luca ist sicher heute Morgen schon angekommen. Aber ich hoffe, ich habe immer noch Platz 2. Jetzt habe ich doch noch ein paar Stunden geschlafen. Schlussendlich. Alles tut so viel. Das ist gar nicht lustig. Voll, ich hoffe, ich habe immer noch Platz 2. Und bevor ich ankomme und irgendetwas erfahre, noch meine Prognose. Ich sage Louis Platz 3. Und dann Takashi. Oder Marc. Nein, der Marc hat jetzt ein schlechtes Velo. Ich glaube, der Marc wäre richtig krass gewesen, hätte er zum Beispiel mein Velo gehabt. Da der Ivo jetzt doch nicht der Ivo war, sage ich, der Ivo ist draus. Und der Flavio auch. Als erstes. Und dann der Marc. Ich freue mich so, wenn es vorbei ist. Kurz vor dem Ziel. Es macht eigentlich alles weh. Also nicht jedes Körperteil, aber alles, was ich mache, macht irgendwie weh. Vor allem anfahren und da hat so viele rote Ampeln. Ein paar überfahre ich zwar einfach, aber mit Partner muss man halt auch warten. Wie zum Beispiel der. Aua. Jetzt ist sie gerade grün. Aua! Das ist immer bis man im Flow ist, dann geht's. Einmal abbiegen und dann habe ich es geschafft. Zielgerade, aber jetzt wirklich. Scheiße, das macht eigentlich alles weh. Ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Aber es war geil gewesen. Krasse Erfahrung gewesen. Aua! Danke fürs Zuschauen schon mal. Warte, wir springen jetzt über. Oh Mann. Wir springen über so viele Touristen. Jetzt sind wir in der Straße. Es kommt jeder Moment. Alle! Kann man den Beuger filmen zu haben? So, das ist das Ziel. Clarissa schon da gewesen? Noch nicht da gewesen? Crazy, was? Ich denke, das ist safe schon da gewesen. Du hast es geschafft. 1066 Kilometer sind es gesehen, oder? Das kann sein. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Nach 82 Stunden etwa, 83 Stunden, hast du es geschafft. Aha. Ich bin ja in Grenoble angekommen am Checkpoint am Morgen um 7 Uhr irgendwann und ich habe gesehen, dass die Clarissa 14 Stunden Vorsprung hat. Und dann habe ich gedacht, so, ja okay, scheiße. Ich habe keine Chance mehr, außer ich schlafe nicht mehr. Und dann habe ich halt nicht mehr geschlafen. Und dann bin ich ab dann, das ist der Mittwochmorgen gewesen, bis jetzt habe ich eigentlich nicht geschlafen. Jetzt ist Freitagmittag, oder? Ja, es ist Freitagmittag. Was gehen für Emotionen durch den Kopf? Schmerz. Vor allem Schmerz. Keine Ahnung, ich kann es noch nicht richtig greifen. Es ist irgendwie mehr. Ich bin froh, habe ich es mit diesen Schmerzen noch die letzten 5 Kilometer durch Barcelona geschafft, weil ich für die letzten 15 das Gefühl hatte, ich muss noch mal durchdrücken. Und die Erleichterung? Hey, das ist geil. Ich freue mich jetzt auf ein paar schöne Tage hier in Barcelona. Und bist du stolz auf dich selber? Ja, definitiv. Vor allem, dass ich Clarissa noch geholt habe. Ich hätte es im Fall nicht für möglich gehalten. Also ich habe riesen Respekt vor dir. Lass dich noch mal drücken. Scheißegal, wie stinkig du bist. Alter, was machst du jetzt als erstes? Duschen. Die letzten 2 Kilometer! Ich bin so hyped. Wirklich. So geil.
1100 Kilometer schaffst. Also, ich bin an den letzten 2. Schauen wir navigieren in der Stadt. Nein, das ist noch nicht die letzte Straße. Aber vermutlich die zweitletzte. Katz, wo bist du? Irgendwo da muss eine Katze sein. Eine ziemlich grosse. Noch ein Witz. Ah! Ich sehe sie! Und ich sehe den Luca! Clarissa, herzliche Gratulation zum 2. Platz bei Ride or Die. Du bist eine halbe Stunde nach dem Luca angekommen, hier, während du etwa 95% vom Rennen vor dem Luca gesehen bist. Jo, ich weiss. Es ist bitter, es ist bitter. Ja, bist du trotzdem stolz auf dich? Ja, mega. Das sicher. Ich glaube, ich bin ganz anders. Ich bin davon ausgegangen, dass alle viel besser sind. Sprich, ich habe mein Rennen für 600 Kilometer geplant, dass ich möglichst schnell dort bin. Und bis dort ist es super gegangen. Und dann hat es mich gefickt. Und was geht dir jetzt gerade so durch den Kopf? Ich habe mega Hunger. Ich will so alles essen, was irgendwie da oben ist. Am Schluss war es nur noch ein Leiden wahrscheinlich. Wo hast du selber einfach die Kopf ignorieren? Ich habe so eine Playlist, die heisst Hardcore Beats. Es ist ein richtig primitiver Sound, aber so, es ist mir richtig scheiße gegangen und dann habe ich die angestellt und dann plötzlich noch mal voll drücken. Ja, also auch hier wird es richtig hyped irgendwie da reingefahren, als wäre nicht schon 1000 Kilometer dabei. Was du vorhin schon gesagt hast, deine Augen sind dazugefallen während dem Fahren? Jo, ja. Wie ist das denn? Also ich glaube, der Luca und ich haben beide nicht so viel geschlafen. Ich weiß nicht, auf wie viele Stunden dass ich gesamthaft komme. Vielleicht so 8, wenn wir hochrechnen, wenn wir sehr gut rechnen. Ja, und dementsprechend, irgendwann sind wir wirklich, auch heute wieder, sind wir einfach so die Augen zugefallen halt. Und du merkst so richtig, wie die Sichtfeld kleiner wird, wie es auch so runtergeht. Und das habe ich nicht so safe gefunden und dann bin ich nochmal geschlafen. Ich habe noch 55 Kilometer bis zum Ziel, aber ich bin wieder recht kaputt. Und ich habe vorher noch ein kleines Croissant gegessen, das ich dabei hatte, aber das reicht irgendwie nicht. Ich bin jetzt vor dem Burger King, ich hole mir nochmal Chicken Nuggets. Ich hoffe, der Ivo holt mich in dieser Zeit nicht ein, falls er hinter mir ist. Es bleibt spannend. Irgendwie auch schade, dass es schon vorbei ist, aber andererseits bin ich auch erleichtert, dass es nur noch 50 Kilometer sind. Jetzt ist es noch ein paar Tage länger ziehen, hatte ich glaube ich, ein bisschen Krise. Chicken Nuggets und ich habe noch einen Burger, einen Hamburger und eine Cola geholt. Jetzt fährt ich mir das ab und dann geht es weiter. Ich war eine Zeit lang komplett im Loch. Dann später habe ich eine Tankstelle gefunden. Haben wir so ein Koffeingetränk geholt. Big Bang oder so ein Scheiß. Und das hat mich so gepusht. Ich bin jetzt voll drin. Es ist nicht mehr weit, 40, mehr 65 Kilometer noch. Da bin ich in Barcelona. Und jetzt gehe ich hier in die Tankstelle und hole mir nochmal Red Bulls. Vielleicht 1, 2 und dann ab geht's. Großes Red Bull, 355 Milliliter, Buenos. Es sind nur noch, keine Ahnung, 35 Kilometer, 30 Kilometer. Da bin ich in Barcelona. Hey, ich bin so kaputt. Das macht mir wirklich von A bis Z, von Fuß bis Kopf alles weh. Ich bin so glücklich innerlich, dass ich es bald geschafft habe. Meine Beine, die drehen von allein durch. Ich muss gar nicht mehr machen. Zack, zack, zack. Und dann, ich bin gespannt, ob ich noch den Kasti sehe. Oder ob ich vor ihm bin, ob er vor mir ist, ob er schon lange angekommen ist. Das sehen wir dann. Ich gehe mir erstmal eine warme Dusche, liege ins Bett. Boah. Bin ich bald angekommen, habe ich mich nicht so darauf geachtet, auf was ich
oder wie viel ich am Essen und Trinken bin. Und jetzt habe ich wirklich gar keinen Kraft mehr wegen dem. Ich habe jetzt gerade noch eine Riegel gegessen. Ich habe fast kein Wasser mehr, aber ja, die 10 Kilometer schaffe ich schon noch. Es ist auch ein bisschen mühsam mit dem Wind. Ich hoffe, ich komme bald in die Stadt rein, dass ich ein bisschen geschützt bin. Aber die Landesschlüsse, die in die Stadt führen, sind gerade Krise. Absolut Krise mit dem Wind. Ich bin jetzt in der Stadt und in Barcelona ist es lustig. Veloparks sind in der Mitte und nicht auf der Seite. Ich habe das bis jetzt nicht gecheckt. Und dann habe ich mal in die Mitte geschaut, so, was ist das eigentlich? Und ja, ich bin Velos. Chillig. Der Verkehr war echt mühsam, aber ich bin glaube da. Ich bin jetzt so. Hey. Starke Leistung. Was habe ich gewonnen? Wer hat gewonnen, Clarissa? Wer hat gewonnen? Was denkst du? Ich glaube du. Ah, hat er das schon gut? Ja. Wie fühlst du dich nach Abschluss von Ride or Die? Sehr geil, sehr erleichtert. Es ist einfach geil, jetzt hier zu sein bei diesem Wetter. Ich bin froh. Und froh, dass ich durchgezogen habe. Es war ein richtig geiles Erlebnis. Ich gratuliere dir recht herzlich. Ich habe es leider nicht geschafft. Wie wird das jetzt gefeiert? Was machst du als erstes? Bier trinken, das war schon von Anfang an klar. Duschen ist ein Thema nachher auch noch, oder? Ja, klar. Duschen, Zähne putzen auch, alles, aber nach dem Bier. Ich hätte das alles drunter gelitten während der Reise. Ja, jetzt 10 habe ich geputzt. Tatsächlich. Stabil. Ja, aber nicht jeden Morgen. Und nicht jeden Abend, aber immer wieder mal. Ich habe mir überlegt, zu baden, aber dann ist es geregnet und das hat gelangt. Wir sind endlich in Barcelona. Jetzt muss ich nur noch zu dieser Katzenstadt, wo das immer das ist, anfahren und dann habe ich es geschafft. Ich bin fix so fertig, Mann. Ich mag gar nicht mehr. Uiuiui. Ich bin nur noch am Ziel angekommen und dann habe ich einen Monat kein Velo mehr. Ich bin endlich angekommen. Gratulation! Ja, Maschine. Zuerst Katze anlegen. Ja. Eierschauder. Was sind die Eier? Ja, die Eier anlegen. Viel ist gut. Wirklich Eier? Eier, ja. Ivo, du bist auch gekommen. Ja. Wie fühlt es sich an? Ich fühle mich ehrlich gesagt ganz leer. Also Gedanken überall, aber so richtig freuen tue ich mich wahrscheinlich erst später. Aber ich bin auf jeden Fall mega leicht, dass das endlich vorbei ist. Und mir macht alles weh, meine Knie machen weh, mein Gesicht macht weh wegen dem Sonnenbrand, meine Arme auch. Das ist krass auf jeden Fall. Ich habe Hunger, ich will duschen, muss mal meine Zähne putzen. Was ist das Krasseste, was du erlebt hast unterwegs? Das Krasseste ist gesehen, dass ich eingeladen worden bin bei ihm daheim. Das ist ein geiles Erlebnis. Ich habe für mich alles vorbereitet und das ist Gastfreundlichkeit hoch 10, oder? Das ist das Krasseste, was ich erlebt habe. Geil. Und ich habe einen Wildschwein gesehen von Barcelona vorbeirennen auf der Straße. Digga, what the fuck? Schau mal, ein Wildschwein! Wildschwein! Wie ist es mit deinen Seitentaschen im Gegenwind gegangen? Ich habe es auf jeden Fall gespürt. Also ich habe gespürt, dass ich langsamer bin, dass mich etwas stoppt, aber um meine Beine, ich habe auch das Gefühl gehabt, hätte ich das Gewicht besser verteilt, was weniger anstrengend war. Hey, aber ich sage, es ist trotzdem gegangen. Es war okay. Ich habe einfach zu viel Pause gemacht, sonst wäre ich früher angekommen. Aber die Frage ist, hätte ich dann überhaupt noch weiterfahren können, oder? So,
das war's gewesen. Bevor das Video jetzt aber endgültig fertig ist, möchte ich noch ein paar Worte zum Projekt an sich und zu der Zukunft von meinem YouTube-Kanal verlieren. Zuerst mal vorweg. Ja, es wird weitere Projekte und Videos auf diesem Kanal geben, dazu komme ich dann aber erst am Schluss. Als allererstes möchte ich zuerst mal ein riesiges Danke loswerden an alle, die das Projekt in irgendeiner Form unterstützt haben. Teilnehmer, das Orga-Team und alle, die mir in einer sonstigen Form geholfen haben. Sei es einfach weiterverzählen, Stories machen und so weiter und so fort. Danke vielmals auch an alle, die an Public Viewings gekommen sind und mich in dieser Form unterstützt haben. Ein spezielles Danke möchte ich noch an Max loswerden, der nicht nur das Orga-Team geleitet hat, sondern auch Challenges mitentwickelt und testet hat. Extra für Ride or Die das Programm für die Kartenanimationen und das automatisierte Tracking-System geschrieben hat und auch noch den Intro-Song komponiert hat. Und klar, man könnte sich immer noch mehr Reichweite wünschen, aber wenn ich mir mal klar mache, dass Ride or Die insgesamt über 8500 Stunden Watchtime hat, das ist crazy. Das ist insgesamt fast ein Jahr durchgehend, wo man einfach Ride or Die geschaut hat. Das sind insgesamt etwa 2100 Leute, die alle Folgen komplett durchgeschaut haben. Ziemlich unreal, wenn man sich das versucht, einmal bildlich vorzustellen. Danke von ganzem Herzen an alle, die zugeschaut haben. Für mich geht die bisher wohl intensivste Phase in meinem Leben zu Ende. Vor über 1,5 Jahren hatte ich die erste Idee und ich habe von Anfang an gewusst, das muss ich auf Biegen und Brechen irgendwie durchziehen. Neben Vollzeit-BM und 30% arbeiten, das Konzept entwickeln, das Orga-Team zusammenstellen, ein Sicherheitskonzept überlegen, Designs entwerfen und jegliches sonstiges Organisationszeugs machen, ist alles ziemlich stressig gewesen. Aber die Produktionsphase hat mir wirklich alles abverlangt. Nachdem ich BM dann abgeschlossen hatte, habe ich das Haus eigentlich nur noch zum Einkaufen und zum Arbeiten verloren. Sonst habe ich mich einfach in meinem Zimmer eingeschlossen und habe an meinem kleinen MacBook Air, der völlig überfordert war mit diesen grossen Videos, einfach geschnitten. Ich habe alles Soziale absagen, habe fast keinen Sport mehr gemacht und habe all meine schlechten Gewohnheiten einfach freien Lauf lassen, weil 100% von meiner produktiven Energie in das Projekt fließen. Sprich, ich habe mich selber komplett vernachlässigt und es war absolut ungesund gewesen. Und unter diesen Bedingungen mache ich das nicht noch ein zweites Mal. Für das Projekt hat es sich aber definitiv gelohnt. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe meine Grenzen versetzt und ich habe mir eine kleine Community aufbauen. Und so oft ich nach einer zweiten Staffel gefragt werde, so muss ich euch leider zu 99% enttäuschen, weil ich mache das nicht mehr allein und nicht mehr ohne Lohn. Und um diese Bedingungen zu erfüllen, brauche ich viel mehr Geld von Sponsoren, als ich mit meiner Reichweite auch noch annähernd verlangen kann. Was ich euch aber verspreche, ist, dass wenn sich irgendwie eine Türe auftut und es doch irgendwie umsetzbar ist, dann mache ich auf jeden Fall eine zweite. Nächstes Jahr wird das aber sicher nicht der Fall sein, aber wer weiß, was in 2 Jahren ist. Wie geht es jetzt also hier weiter? Wöchentliche Videos zu den neuesten Trends und Hypes könnt ihr hier leider nicht erwarten. Für mich ist YouTube in erster Linie die moderne Version vom alten Foti-Album, das man in Zukunft findet, reinschaut und sich daran erinnern, was man früher so gemacht hat. Und natürlich habe ich auch eine Freude, wenn sich das noch andere Leute anschauen und ich euch so unterhalten kann. Von dem her, ja, es kommen weitere Videos, aber die kommen halt einfach dann, wenn sie kommen. Ich setze hier voll und ganz auf Qualität statt Quantität. Und wenn ich Sachen unternehme, die ich finde, die sind es wert, verfilmt zu werden, dann werde ich die hier mit euch teilen. Aktuell stehen zum Beispiel eine Gotthardüberquerung im Winter und eine einmonatige Bikepacking-Tour durch die Alpen und durch den Balkan auf dem Programm. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, dann würde ich euch ganz dringend raten, jetzt den Kanal zu abonnieren und am besten noch die Glocke zu aktivieren. Vielleicht mache ich auch in den nächsten paar Wochen noch irgendein Behind-the-Scenes-Video, ein Q&A-Video oder irgend so etwas. Aber jetzt brauche ich einfach zuerst mal ein paar Tage Ruhe und Abstand vom Laptop. Ja, es bleibt jetzt nicht mehr gross übrig, als mir abschließend nochmal ganz gross zu bedanken bei allen, die zugeschaut haben, bei allen, die auf mich zugekommen sind und mir positives Feedback gegeben haben. Das bedeutet mir sehr viel und freut mich sehr, dass das Projekt hier so Anklang gefunden hat. Und ich wiederhole mich. Und wer sich zu lange wiederholt, dem hört man nicht mehr zu. Darum ist das Video jetzt fertig. Tschüss zusammen. Aber du Ich habe einen mega blöden Navigationsfehler gemacht, der mich etwa 5 Stunden gekostet hat. Dann habe ich 2 Tage lang voll den Töff angeschaut. Um 1 Stunde habe ich den vor mir verpasst und bin dann ausgeschieden. Sie alle mir alles erzählt. Da sind noch mehr Velos. Das hier ist der Sicherungskasten, der ist zur Sicherheit hier. Der hilft uns auch. Das ist die Leute. Das ist echt, das ist das echte Leben. Wir haben hier keine 5-Sterne-Luxusunterkunft.
Die Mikrowelle ist so eingesteckt. Signore, ich will hier am Boden schauen, alles nass. Das linke ist schon ein bisschen geschwollen, das rechte ist noch ein bisschen mehr geschwollen. Ich bin vorhin fast umgekehrt im Stehen. Unsere Mission ist, mit meinem Velo mit Flavio ins Zimmer hineinstellen. Flavio ist am Schnaufen. Sie Wichser. Ich bin am Schlafen gewesen. Ja, mein Schlafzimmer ist apparently gestorben. Wieso sind Sie so kaputt? Sind Sie auch mit dem Velo? Ich habe eine ganz krasse sportliche Erfahrung hinter mir hier. Ich muss mich einfach jetzt ruhig beruhigen. Wissen Sie, die anderen, ich meine, sie haben etwas Krasses geleistet. Aber niemand weiß, was ich gemacht habe. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe den Gatt gar noch nicht angelenkt. Ich weiss gar nicht, ob ich das darf, wenn ich nicht auf Basel gefahren bin, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem, ganz frech. Tut eigentlich noch ganz gut. Ja, ey Gott. Wir gehen jetzt Pizza essen, weil der Luca, seine Mami hat uns eingeladen zum Pizza essen. Danke, Mami! Max, Speicherplatz auf dieser Karte? Max, Speicherplatz auf dieser Karte ist noch 2 Stunden 44. So wie Max abfucken, Alter. Ja, Max. Fuck das ab, Max. Das fuckt ihn maximal ab. Kaffee ist tropischer Bohnensaft und darum ist es auch so gesund. Tropischer Bohnensaft. Er denkt, es ist ja Win-Win, aber es wird ein Lose-Lose, ich sag's dir. Hast du das auch ein Lose-Lose gesehen? Ein Lose wäre ja eigentlich, wenn man in Avignon rausgeht als Letzte. Aber ein Lose-Lose. Ich sitze übrigens gerade auf dem Stuhl, esse ein Gipfel und schaue zu. Richtiges Tetris-Spielen, da sind noch Räder, da sind überall noch Räder. Ich dachte, ich bin jetzt sparsam und hole nur eine halbe Rolle. Das Ding ist, der Luca hat aber schon 2 Rollen für sein eigenes Velo gebraucht. Ich kann meine eigene Räder wieder mal einpacken wegen dir. Ich weise diese Unterstellung zurück. Es ist 4 Uhr morgens. Fly or die. Das ist eine Low-Budget-Produktion, darum haben wir den Flo früh am Morgen nehmen. Das war günstiger. Das ist crazy. Einfach der ganze Weg, den ich mir 3,5 Tage abgequält habe, macht der fliegende Wurm jetzt in 1,5 Stunden.